Angesichts der angespannten Beziehung zwischen Litauen und China und dem jüngst verhängten Einfuhrstopp litauischer Waren durch Peking will das EU-Land die Europäische Kommission um Hilfe ersuchen. Litauen kann nach eigenen Angaben chinesische Unternehmen nicht eigenständig aus europäischen Zollsystemen entfernen. Laut Medienberichten gehen US-Geheimdienste davon aus, dass Russland eine Invasion in der Ukraine plant. Am Dienstag wollen Biden und Putin miteinander reden. Ein uigurischer Vater von 3 Kindern wurde auf seiner Reise nach Europa in Belgrad am Flughafen festgenommen. Daraufhin wurde er von chinesischen Geheimdienstagenten verhört. Die Verhaftung des Uiguren durch Serbien löst Unruhe unter den in der Diaspora lebenden Uiguren aus. Frankreichs Präsident Macron hat sich als Vermittler in den diplomatischen Konflikt zwischen dem Libanon und Saudi-Arabien eingeschaltet. Er habe am Samstag bei einem Treffen mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Dschidda ausführlich über den Libanon gesprochen, sagte Macron. Anschließend hätten sie beide gemeinsam den libanesischen Regierungschef Najib Mikati angerufen, um einen Ausweg aus der diplomatischen Krise zwischen Beirut und Riad zu finden. Das türkische Statistikamt hat festgestellt, dass in den letzten 10 Jahren die Abhängigkeit bei Importen von China und Russland zugenommen hat. In den ersten 10 Monaten von 2021 hat der Import aus Russland verglichen mit dem Vorjahr 60% zugenommen und der Import aus China um 42%. Insgesamt haben die beiden Länder bei Importen 22% Anteil am Markt. Erstmals nach 6 Jahren ist ein Film aus Südkorea in China zugelassen worden. Dies bedeutet ein Ende der Boykottierung asiatischer Filme durch Peking. Der Boykott wurde durch die Installierung amerikanischer Flugabwehrsysteme 2016 in Südkorea verhängt. Vor 6 Jahren wurde der 4. Dezember als Feiertag des Manas-Epos eingeführt. Das Manas-Epos ist als größter Epos in das Guinness-Buch der Rekorde eingegangen. Das Werk umfasst über 500.000 Verse.